weiß nicht, wie ich dir das sagen soll. Vorfahren erstmals die mörderische Kraft von Stein und Knochen entdeckten, wird man vergessen. Im Namen Gottes. Jo, herzlich willkommen zurück bei Fallout 3. Kurzer Blick. Yep, so romantisch wie diese Nummer beginnt, so romantisch wird es nicht bleiben. Uns steht etwas bevor. In den tiefen Weiten des Ödlands, irgendwo in Washington DC. Es folgt nun eine Martha im wortwörtlichen Sinne. Sie nennt sich Supermutanten. Toll! Ja, jetzt wird's romantisch, dir sag es. Ja. Wie du siehst, wir haben eigentlich keine Munition mehr für irgendeinen Schaß. Und nun hast du gegen Supermutanten antreten. Das wird lustig. Das kann ich dir jetzt schon versprechen. Und diese Arschbirne hat gleich einmal eine wunderschöne Minigun ausgerüstet. Ja. Gut. Dieses war der erste Streich. Ui, der zweite folgt zugleich. Und wieder irgendeinen Schießprügel, den ich gar nicht mag. Wo ist denn der jetzt hingerauscht? Da. Oi. Ja. Ich bin wieder überladen wie ein... Was der wie? Schätz, ich wollte den... Wo ist der Supermutant hingeflogen? Oi. Bitte Mädel, triff. Das können wir vergessen. Das wird jetzt interessant, ja. Das wird jetzt sehr interessant, ja. Das musst du bitte geben, wie eingebildet und arrogant uns dieser Supermutant entgegenspaziert. Was so auf gut Deutsch gesagt, du kannst mir eh nichts an, probier's gar nicht. Ja, du mir auch, Alter. Okay. Jetzt schnell wieder zurückwechseln. Und zwar... Au! Haben wir die Minigun jetzt eingesteckt? Ich hoff's. Super, 48 Schul... ja. Naja.
Viel ist es nicht. Aber es ist ein kleiner Trost. Ein kleiner Trost für den Michel. Also mich, ne? Du weißt ja. Wie's heißt, lebt denn der alte Holzmichel noch? Sehr gut. Latrinchen, ich liebe dich jetzt schon. Wenigstens einmal das triffst. Dir sag es. Warum? Ja, das frage ich die auch schon die ganze Zeit. Das habe ich die in Fallout New Vegas schon gefragt, das habe ich die in Fallout 3 schon gefragt und in Fallout 4 ebenso. Mit dir los, du Hansch. Okay. Also wie du siehst, diese Etappe ist nicht witzig. Super. Wir werden am Ende dieser Etappe ein wunderschönes Problem kriegen. Mhm. Übermüdet. So, na wenigstens können wir gewährleisten, dass unsere Waffen gut in Schuss sind, gell? Das ist 4 Schaden. Das ist gar nichts. Nix ist fix. Und das wenige, was fix ist, das hätten wir uns ja auch noch der Sport. Aber da. Oh Gott. Oh oh. Oh oh. Müssen wir anders angehen. Ah! Ich wusste es, dass das eine Scheißentscheidung war. Oh Gott, oh Gott. Bur, wirst du irgendwann einmal dazu lernen? Nö. Gerade die Waffen wollte ich ein bisschen sparen. Au! Wir werden. Okay. Einmal kurz drüber speichern. Der Rächer der Genervten. Ich suche nur gerade eine bessere Position. Scheiße. Warte mal. Ah, die ist kaputt. Scheiße. Ja. Und wenn ihr mich fragt, ob wir ein Problem haben. Wir haben ein Problem. Ja. Zugegebenermaßen. Wir müssen es so machen. Ist unsere einzige Möglichkeit. Sehr gut. Oh. Na bitte. So viel zum Thema Loyalität der Bruderschaft, gell? Naja.
Bunker. Oh Gott. Alter, an jeder schönen Ecke Supermutanten. Warum? Warum Spiel? So kann man es natürlich auch machen. Oh Gott! Hängen V6 Motor an der Kette und du hast ein wunderschönes Wefflein. Na gut, dass der... Na, wir müssen es anders machen. Aber nur wie? Gott, oh Gott, das wird ein Martyrium. Scheiße. Was machen wir jetzt? Druckt mal die Daumen, dass das hinhaut. Nagelbrett, ich hab selber einen Nagel im Brett. Aber das ist was anderes. Okay. Dann wir den gleich reparieren, dann haben wir es, wenn wir es brauchen. Ich glaube, wir werden jetzt da in Kürze auf die großen Waffen gehen, in der, was Dings angeht. Skillung. Stimpack. Oh. Ich würde mal sagen, diese Supermutanten sind über die Bruderschaft drüber gerauscht. Geil. Warte mal. Deckung. Was war das? Sprengstoff um 1 erhöht. Das können wir brauchen. Verstümmelter Schädel. Und das Geräusch, wenn du so einen Blutsack vor die Supermutanten aufmachst, das Geräusch ist ja sehr ästhetisch. Leer. Leer. Ich überlege nur gerade, können wir uns... Da könnten wir uns schlafen legen. 19:33 Uhr, weißt du was? Das machen wir. 12 Stunden. Sehr gut. Weil wir sind ins Nationalarchiv auch noch. Ja. Also auf gut Deutsch gesagt haben wir da gegen die Supermutanten 2 Etappen. Brauchst du nur schauen, wie es da jetzt rot aufleuchtet. Ja. Oh Gott. Medex. Ja. Doch. Leider. Tut mir leid, mein Freund. Aber du musst. Bist du deppert? Mädel, du musst jetzt mehr einstecken, als was da lieb ist, dir sag es. Latrinchen, da musst du jetzt durch. Barhart. 13 Schuss, Alter, wir haben ja fast nichts mehr.
Ja. Kann nicht. Doch, das ist wahr. Glaub mir's. Shit. Waffe wechseln. Ja. Die nächste Waffe. Jetzt probiert. Alter. Hundefleisch. Heute essen wir ein Dog Meat. Ah, ja, sorry. Sturmgewehr ist gleich Wurmgewehr. Okay, entwurmt und entlaust, können wir weitergehen. Du Scheiße, weißt du eigentlich, dass wir null an Munition haben? Da gerade in der Jagdflinten haben wir ein bisschen was drinnen. Oh Gott, da drinnen warten die nächsten Supermutanten auf uns. Oi, ei, 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 ich hasse es jetzt schon. Wie kommen wir da um? Ah, ich sehe schon. Unser Senorita humpelt ein bisschen, gell? Technisches Museum, da müssen wir rein. Ich mag nicht. Oh Gott, bitte keine... Oh. Die Springfield-Muskete Modell 1861 war das Standardgewehr der Infanteriesoldaten während des amerikanischen Bürgerkriegs. Der Vorlader verschoss Minengeschosse des Kalibers 58 und verwendete anstelle des traditionellen Steinschlosses Zündhütchen. Fast 1 Million dieser Waffen wurde während des Krieges für die Soldaten gefertigt. In diesen Schaukästen sehen Sie die verschiedenen Waffen- und Munitionsarten, die das Militär in der Vergangenheit weltweit in Konflikten eingesetzt hat. Die Ausstellung ist eine Leihgabe des Internationalen Artilleriemuseums. Interessant. Au! Ja, ja, so wie Stephen Kings S in die 90er, ne? Tötet sie alle, tötet sie alle, tötet sie alle, tötet sie alle. Au. Supermutanten-Biest. Wie viele Biester laufen denn da mal dumm, bitte? Druckt's mir die Daumen, dass wir einen Fuß treffen. Ah! Na komm, lad dir auf, danke. Na wirklich, was bin ich? Hungrig oder was? Dankeschön, Meister der Mütze. So. Nehmen wir noch eine mit zum Reparieren. Wir werden sie benötigen. Sturmgewehr. Auf die Schnelle schnell reparieren.
Minigun haben wir auch nichts drinnen. Okay. So, jetzt haben wir mal dort zwischen speichern. Boah, das Käse. Naja, wir werden es brauchen. Hä? Den Kronkorken nehme ich mit, ja. Ja, aber da liegt ja nichts mehr. Aber warte mal. 3 Nuka-Cola, die können wir vielleicht verwenden. Oh Gott. Obwohl, das war nicht uninteressant. Ich schreibe es einmal auf. Vielleicht kommen wir nochmal zurück und lesen den Scheiß. Wir können ja immer wieder zurückgehen. Ist ja kein Problem. So, da einer. Na. Oh Gott. Autorisiertes Personal nur. Schaut. Ja, ich nehme die Hockeymasken einmal mit. Bäh. Ja, grauslich, das Geräusch. Na, Whisky braucht man nicht. Ameisenfleisch. Sehr gut. Bullshit. Museumswartung. Warte mal. Energiewaffen um 1 erhöht. Schön. So. Ah. Okay. Wenn ich doch nur wüsste, wenn ich doch nur wüsste. Schöne Waffen. Stealth Boy. Dies ist der persönliche Robco Stealth Boy Modell 3001. Das von Robert Mayflower entwickelte Tarngerät generiert ein Modulationsfeld, das reflektiertes Licht von einer Seite eines Objekts auf die andere überträgt und den Träger des Geräts somit für das ungeübte Auge fast unsichtbar macht. Na bitte. Jetzt wissen wir das auch. Hehe. Vault-Tec heißt Sie bei unserer neuen Serie unterirdischer Vaults mit unserer patentierten Südtechnologie willkommen. Aha. Die Südtechnologie ist Vault-Tecs Verschmelzung der 3 wichtigsten Aspekte der apokalyptischen Ausdauer: Sicherheit, Überleben und Hygiene. Jetzt schauen wir mal. Vielleicht. Schlafen Sie ruhig, wissen, dass Ihre undurchdringlichen Vault-Türen auch einen Direkttreffer durch eine Abwehr zu 90% standhalten werden. Das gefreut mir aber. Okay. Das unterirdische Leben macht Sie traurig. Lächeln Sie. Unsere 7 In den Wohnsektionen kommt unser revolutionäres
das automatisches Saug- und Wischsystem zum Einsatz, um den Kindern hinterher zu putzen. Nie mehr putzen. Ja, siehst, so lernst faul sein. Bier, nehmen wir zur Vorsicht mit. Ich weiß zwar noch nicht, für was es hilft, aber mein Gott. Alle Mütter lieben unser Coolinator 3000 Küchensystem, mit dem das Kochen zum Kinderspiel wird. Ich kann schon die Muffins im Backofen riechen. Langeweile? Das muss nicht sein. Kommen Sie in den Entertainotron-Raum und genießen Sie die neuesten Holobänder. Eine weitere Vault-Tech-Innovation. Solche Bastarde von Voltec. Unsere Kameras mit beweglichen Augen ermöglichen es dem Vault-Anführer, Sie ständig zu beobachten. Sie sind nie mehr allein. Oh, Maddox hat nachgelassen. Wunderschön. Wir werden noch so in Teufels Küche kommen. Im unwahrscheinlichen Fall des Weltuntergangs werden Sie froh sein zu wissen, dass Ihre Familie in einer Vault-Tech-Vault in Sicherheit ist. Ja, das hat man eh gesehen. Wir hoffen, unsere Tour hat Ihnen gefallen. Bei weiteren Fragen lassen Sie sich von unseren hilfsbereiten Vault-Tech-Führern eine Broschüre geben. Bäh. Da der sagt, das ist ein hilfsbereiter wie ein Bienenstich. Oh, das war mal ein Vertibird-Modell. Sie sehen hier ein maßstabsgerechtes Modell eines militärischen Transportflugzeugs, das als Prototyp von der US-Armee entwickelt wird. Das Modell XVB-02 Vertibird ist ein Senkrechtstarter VTOL-Gerät mit extrem widerstandsfähig gepanzertem Rumpf. Es kann mit vielen verschiedenen Angriffswaffen und Verteidigungselementen ausgerüstet werden. Es handelt sich hierbei um das modernste Flugzeug seiner Art. Das Militär hofft, diese Geräte bis 2085 im Einsatz zu haben. Haha. Aha. Ein heißes, koffeinhaltiges Aufbrühgetränk. Lecker. Oh Gott. Ich werde es da mal zwischenspeichern. Ich weiß nicht, wie wir das jetzt noch machen sollen. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Wir haben nämlich auch super geile, nicht existente Superwaffen dabei, die uns prinzipiell gesehen einen Scheißdreck was helfen. Ich sehe da auf dem Radar, westlich. Jetzt stehen alle zwei da, ich will gleich narrisch da. Ja. Macht euch drauf gefasst, dass wir gleich hier sind. Ja, wir sind hier. Kann ich jetzt schon verraten. Warte mal, haben wir... Da ist auch nichts dabei. Wer müssen wir den nehmen? Doch, du brauchst gar nicht jammern und auch nicht sudern. Du weißt ja, wie es heißt. Wer viel sudert, der nichts pudert. Also, Entschuldigung. Verbunden! Nein! Doch. Level erhöht. Oh. Darf ich dir was verraten? Ich bin zu alt für den Scheiß.
Okay, kleine Waffen. Da machen wir 3 Punkte. Dietrich. Machen wir 5 Punkte. Reparieren machen wir 1 Punkt. Da machen wir 5. Und bei den kleinen Waffen gehen wir auf für Vollgas. Elektra. Wissenschaft und Medizin. Intensives Training. Little League Spieler. Nahkampfwaffen. Schwarze Witwe. Okay. Waffenfreak. Das können wir nehmen. Eisenfaust. Waffenlosen Schaden. Das mit den Kindern machen wir später. Das könnte man machen. Windhund. Mit dem können Sie einen durchtriebenen Charme einsetzen, um Leute zu beeinflussen. Darüber hinaus erhöht jeder weitere Rang die Fertigkeit Sprache und Feilschen um 5 Punkte. Schön. Blutiger Tod. 5% mehr Schaden. Geil. Schatzsucher. Die Größe zählt. Okay. 15 Punkte. Kommando. Schnorrer. Na, wir werden nochmal schauen. Hier und jetzt. Yes, baby! So macht man's. Da machen wir mal 70. Da machen wir die 60 voll. Haben wir noch irgendwo 2 Punkte zu vergeben? Was haben wir denn alles? Fangen wir da an. Schatzsucher, Kronkorken. Ja, da ist es ein bisschen. Warte mal, wo war denn das jetzt da? Da ist es ein bisschen blöd. Aus dem einfachen Grund, weil ich nicht weiß, wo wir noch Dings überall finden werden. Das werden wir nehmen. Oh. Okay, Baby. Jetzt werden wir mal speichern. Wo? Ist diese Antenne? Ah. Warte mal. Waffen. Minigun. Ja, dann lasst uns einmal beten, dass wir mehr Munition finden, weil es schaut nämlich recht scheiße aus. Naja gut, dafür haben wir Cola, gell. Es ist ja wenigstens... Warte mal kurz. Ich glaub, ist mir in die Richtung? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher.
Nö. Oh Gott, bitte nicht. Wisst, schon langsam. Oh. Gehen mir diese Supermutanten gehörig auf den Zeiger. Zwei Stimpaks. Jetzt müssen wir uns ein bisschen dummeln. Der darf gar nicht dazu kommen, dass er da deppert mit seiner Waffe und umhamstert. Hab ich dich! Au! Gusch, Bello, sonst beißt der Blut da. In Form meiner Faust. Ja, wir bleiben gleich bei der. Es hilft ja nichts. Gut, schnell nachladen. Bitte Zaunmädel, danke. Du würdest mir damit einen riesen Gefallen tun. Du holdes Nudelaug. Warte mal. Wir nehmen nochmal ein Red Away und ein Stimpack. Ich werde das jetzt anders machen, den werden wir jetzt ein bisschen einheizen da unten. Wenn einem langweilig ist, weißt, dann wollen wir seine Langeweile akkurat mal schauen, ob's geht. Hier kracht's gleich! Was? Jetzt löffelt der die Granaten mit seinem eigenen Fuß beiseiten. Ach so, ein Doofmann. Danke. Oh, 10 Schuss nur. Blöd, Mann. Ja. So schaut's aus, wenn du keine Waffen hast, keine gescheiten. Boah, aber diese Herren der Supermutanten, die geben fett. Wirklich fett Erfahrungspunkte. Okay. Nö, wir müssen zuerst noch etwas anderes erledigen. Und zwar, wir müssen noch in dieses eine... Oh Gott, bitte nicht. Wie du siehst, uns ist momentan alles an Munition ausgegangen. Das Einzige, was uns jetzt noch retten kann, ist die kleine Alte hier. Ja, was soll ich da dazu sagen? Seit Anbeginn der Geschichtsschreibung hat der Mensch einen unstillbaren Hunger nach dem Wissen des Universums. Um zu verstehen, was an diesem unbekannten Lebensraum um unseren Planeten Oh Gott.
Ja, die Überraschung ist euch nicht gelungen, da ich schon weiß, dass ihr hier kommt. Au! Au! Während wir zu den Ja, wenigstens 3 Splittergranaten und Dogmeat. Alter, ich halt's nicht ab. Die Spitze. Im Sitz. der Geschichte Zeit zu sterben. Mensch einen unstillbaren Hunger nach dem Wissen Alter! Das halte ich heute nicht aus. Ja, mit was soll ich schießen? Ich probiere die nochmal. Universums. Um zu verstehen, was an diesem unbekannten Lebensraum um unseren Planeten herum Ja, der unbekannte Lebensraum ist mir jetzt aber wurscht. Ich habe da ein bisschen ein größeres Problem. müssen wir eine lange Reise unternehmen. Lehnen Doch. Sie sich zurück, Hundefleisch. spannen Sie sich und befreien Sie sich von den Fesseln des Planeten. Ja, ja. Befreien von den Fesseln des Planeten. Ja, da kann ich mit einem Supermutanten ins Bett springen. Aber wer mehr davon? Ugh. Okay. Okay, habe mich schon wieder verlaufen. Schaut fast danach aus. Nö. Ach, schade. Ich hätte eigentlich mir eine Puppe, eine Wackelpuppe erwartet. Aber irgendwie... Gut, dann mal speichern. Aufgaben. Das machen wir.